Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es kommt finally die Folge, wo ich schon seit 300 Jahren lang rede und uns seit 300 Jahren lang aufhype. Und wir haben es endlich geschafft. Ich sitze da mit meinem Bruder und mit meiner Mom und wir reden heute über das Thema, wie mein Bruder im Koma gelegen ist und wie das Ganze dazu gekommen ist. Ja, sagen wir mal schnell «Hoi», wie geht's, wie es läuft? Du darfst anfangen, Mathe. Ja, also es ist wirklich wahr. Sie hat schon lange gesagt, dann machen wir endlich einmal die Podcast-Folge und reden über das Asthma. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Yeah, cool. Cool. Hast du dich vorgestellt? Ja, ich habe auch gedacht, es geht ein bisschen was vorstellen, weil es Ja. gibt immer wieder neue Leute. Okay, also ich bin die Mutter von ihr. Insane! Ah ja. Schon fertig, okay. Ich bin der Cedric, ich bin 20 und ich bin der Bruder von der Nati. Ich habe das Gefühl, wir machen jedes Video eine Vorstellung. Mittlerweile kennen die uns doch. Ja, aber es gibt immer wieder Podcast neue. schauen, die wissen es. Ja, Wer ist nein. Also, ja, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich schon viele, die schon lange Für die verfolgen. neuen Zuschauer. Für die neuen Zuschauer, jetzt ist der Moment, wo ihr mich an der Stelle schnell könnt einfach abonnieren könnt, wenn ihr meinen Podcast cool findet. Gut, schön, dass ich es auch noch gesagt habe. Also, Nathalie ist meine älteste Tochter und Sedi ist mein zweitältestes Kind, mein Sohn, und dann habe ich nochmal eine Tochter. Die Vorstellungsrunde ist Anderes Mal eigentlich vorbei, Mutter. Die Vorstellungsrunde ist vorbei. Willst du auch noch sagen, wie alt du bist? Nö, Nein, das ist sagen wir nicht. unnötig. Nein, weißt schon. Ich bin noch 22, falls das jemand interessiert. Nein, aber wir haben gedacht, dass wir schon lange mal über das Thema reden wollen, weil ich glaube, wir haben auf Social Media noch nie wirklich darüber geredet und es ist schon eigentlich eine Zeit, wo so die ganze Familie so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, prägt hat. Vor allem dich, Mami. Ja gut, bei dir ja eigentlich auch vor allem. Also für euch zwei ist ja vor allem ein spezielles Thema, weil dich betrifft es. Und du, Mami, du hast das halt noch erlebt. Und als Mutter ist das, glaube ich, schon, dass man das sehr mitnimmt. Also vielleicht müssen wir gleich noch vorher schnell ganz voranfangen. Der Sedi hat Asthma. Ich habe Asthma. Das müssen wir vielleicht mal noch sagen. Und das, dann weiss man das jetzt Baby, oder? Der Sedi hat das eigentlich schon als Baby gehabt, ja. Früher hat man dem Pseudokrupp gesagt. Und er hat das schon als kleines Baby gehabt. Und ich habe dort schon mal gemerkt, es geht ihm überhaupt nicht gut, wenn er Husten hat. Und ich musste sogar einmal einen Nachtarzt holen lassen. Und als er ein Baby war, hat er ihm also mit einer Sauerstoffflasche hat er ihn beatmet. Und ich habe dann immer gedacht, wenn er dann grösser wird, das hat der Hausarzt dann gesagt, dann wächst sich das raus und dann ist der Pseudokrupp dann fertig. Und bei ihm hat es sich halt nicht rausgewachsen. Bei ihm hat es sich umgewandelt von Krupp auf Asthma. Wir sind immer wieder zum Arzt gegangen, zu einem Spezialisten gegangen oder zu einer Spezialistin, um den Sedi immer zu untersuchen. Und sie haben ihm Ventolin gegeben, das ist das eine, das im Moment wirkt. Und das andere ist, das vorbeugend, prophylaktisch wirkt, das ist eben das Cortison. Und ich habe mit jemandem geredet, der eine Tochter hat, die das auch hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn man Cortison nimmt, einem Kind Cortison gibt, dann tut das Wachstum stören. Und das wollte ich dem Sedi nicht antun, weil er war sonst schon immer einer der Kleineren in der Klasse. Und habe einfach gedacht, wenn ich jetzt ihm noch Cortison gebe, dann wird das Wachstum nochmal abbremst. Und habe einfach gedacht, das tue ich ihm nicht an. Und darum, wenn er einen Asthmaanfall hatte, habe ich ihm immer sofort Ventolin gegeben oder habe alles andere probiert. Aber mit dem Symbicort, mit dem Cortison, bin ich immer sehr zurückhaltend gewesen. Und im Nachhinein war das natürlich ein riesen Fehler gewesen, weil das Wichtigste ist wirklich, dass ein Kind gesund ist und eine gesunde Lunge hat zum Wachsen. Und das war das Problem gewesen, dass ich ihm das nicht so gegeben habe. Hast du das im Nachhinein ein bisschen bereut? Ja, wie verrückt. Ja. Wie verrückt. Ja, aber ist es vorbogen? Also wäre das? Es ist so, ich bin das sogar beim Arzt abklären, wo er einmal war in der Kontrolle. Und er hat gesagt, tatsächlich, er macht jetzt gerade ein Studium darüber, wo er herausfinden will, wie fest das Cortison das Wachstum hemmen. Und da bin ich natürlich noch mehr verunsichert gewesen. Und er hat mir zwar da schon gesagt, ja, das macht höchstens 1 Zentimeter aus oder 1,5. Aber trotzdem, er war in einem Studium dran gewesen, und ich habe einfach gedacht, hey, er weiß es ja wahrscheinlich auch nicht so genau. Es kann unter Umständen massiv sein und darum habe ich einfach gedacht, ja, jetzt muss ich einfach möglichst wenig Cortison geben und möglichst viel Ventolin. Wir waren nachher natürlich auch im Kispi um abzuklären, wie ist seine Wachstumskurve, weil er ist natürlich schon lang unter den untersten Perzentilen gewesen. Aber man konnte nachher schauen, wie er dann schon aufgeholt hat, aber halt erst viel später. Und in der Zeit, wo er die Asthmaanfall hatte, war er natürlich noch stark drunter gewesen, oder? Das muss ich natürlich schon sagen. Mhm. Genau. Und in dieser Nacht
habe ich dann einfach plötzlich gemerkt, hey, geht es ihm wirklich ganz, ganz schlecht. Und ich habe alles probiert. Ich bin dann mit dir auch noch laufen. Magst du dich Aber erinnern? wie hat das angefangen? Also weißt du, ist er einfach zu dir gekommen, so hey, ich kann nicht schnaufen, oder? Nein, also er hat einfach normal gehustet. Also das hat er oft, wenn er so Nacht hat, habe ich ihn oft gehört husten. Ich habe gedacht, hoffentlich geht es gut. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat er die Nacht auch immer gut überstanden. Es war die schlimmste Nacht, die zweite war besser und nachher ist es dann eigentlich vorbei gewesen. Und in dieser Nacht ist einfach alles nicht mehr gegangen. Wo hast du die ersten Anzeichen gehabt? Oder wieso ist das genau passiert? Und wie hat das Ganze angefangen? Also die erste Erinnerung, die ich mit dem assoziiere, ist dort im Glatt. Und zwar sind wir im Glatt für ein Weihnachtseinkauf oder einfach sonst... Das ist ein Einkaufszentrum für die es nicht kennen. Es war im Fall Oktober. Oktober gewesen, okay. Es war Oktober. Auf jeden Fall sind wir da gewesen. Und dann ist das erste Anzeichen gekommen. Es ist mir so schlecht gegangen mit dem Atmen. Was ich in Erinnerung habe, ist, dass ich dann ein Käsröllchen bekommen habe und das dann ausgekotzt habe. Ja. Und nachher ist es eigentlich aber wieder relativ ruhig gewesen. Wir sind heimgefahren und dann ist es auch schon 10, 11 gewesen, oder? Und dann bin ich nochmal zu der Mutter runter und habe gesagt, es ist nochmal schlimmer geworden. Bin dann runtergegangen und dann haben wir so ziemlich alle Massnahmen ergriffen, die man kann ergreifen jetzt privat, ohne einen Doktor. Das sind einfach Medis, wir haben nachher auch so ein Dampfbad gemacht, irgendwie zum ein bisschen durchlüften, die Lungen. Das war alles in der Nacht, oder? Oder? Ja. Schon 12 Hast du vorher schon mal so einen schlimmen Anfall gehabt? Also weißt du, dass es so wirklich stark... Nicht in diesem Ausmaß, nein. Wann hast du das damals gehabt? So? Einfach, ich hatte oft Leistungsasthma gehabt, wenn ich lang gerannt bin oder so. Aber dann hat es meistens gelangt einfach vom Ventolin, vom Blauen. Das ist so ein Das kennen Bümpeli. vielleicht ein paar Leute. Ein Inhaler. Von dem habe ich es genommen. Nachher war es auch relativ gut gewesen. Und dort ist halt wirklich... ist nichts mehr gegangen und nachher haben wir auch die stärkeren Medis genommen in Form von Tabletten. Das war glaube ich damals schon Symbicort gewesen, oder? Dampfbad sind auch für ihn laufen, es hat nichts genützt. Wirklich, ich habe alles probiert. Er ist über mir klopfen und hat gesagt, Mami, ich kann nicht gut schnaufen, es geht nicht, ich huste immer wieder. Dann haben wir eben die Dampfbäder gemacht, die er da erzählt hat, wo er den Kopf unter das Tuch gehabt hat, wo er konnte schnaufen, aber es war schwierig. Ich habe ihm ganz viel Ventolin gegeben, wir haben ihm Medis gegeben mit Cortison. Und eben, wir sind nach außen laufen und ich habe gemerkt, er kann kaum einen Schritt machen. Wir mussten wieder umkehren. Und irgendwann hat er gesagt, Mami, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Und dann bin ich dann auf ins Schlafzimmer und habe meinen Mann geweckt und habe gesagt, hey, wir müssen jetzt ins Spital fahren. Und er ist gerade aufgestanden, wir haben den Sedi genommen und sind gerade ins Spital gefahren. Und dann haben sie ihm dann dort die Masken aufsetzen, dass er Sauerstoff hat. Aber er hat die richtig vor sich gestoßen, richtig weggestoßen, weil er so wie Panik hatte. Und dann ist es plötzlich mega schnell gegangen, sofort alle Leute um ihn herum gestanden. Also sie haben wirklich die Nothilfe geholt. Aber ich will noch kurz einhaken. Wie war das für dich, das Gefühl von keine Luft bekommen? So, also, hast du die Atemnot, wie war das? Also, weißt du, das wirklich so... Weil du bist für mich schon ein Mensch, wo jetzt nicht, blöd gesagt, gerade zum Spital rennen. Wenn es bei dir heisst, gehen wir ins Spital, dann ist es schon, dann weißt du schon, okay, jetzt ist es dringend. So. Wie war das für dich? Also Punkt 1, eben im Spital selber bin ich natürlich nicht mehr, oder weiss ich nicht mehr davon. Sonst bin ich mich eigentlich Atemnot plus minus gewöhnt sein, im Sinne von nicht schnaufen und nachher folglich einfach den Inhaler zu nehmen, so gesagt. Aber eben genau das, was die Mutter gesagt hat, so zum Beispiel, wenn nachher mir irgendetwas, wenn mir eine Maske aufgesetzt wurde, bin ich schnell in Panik geraten. Und wenn du natürlich in Panik kommst, ist es natürlich wirklich ein Teufelskreis. Du kommst in Panik, musst noch mehr schnaufen, kannst in dem Sinne dann noch weniger schnaufen, kurbelt sich so ein bisschen rein. Es ist schon scary, so, aber eben, ich mag mich vom nachher ganz Schlimmen gar nicht mehr so gut erinnern. Gar nicht mehr erinnern. Ja, sorry, jetzt kannst du weiter erzählen, Mami. Also für mich war das ganz schlimm, weil plötzlich sind die da mit Uniformen da gestanden, ganz viele Leute sind gekommen, mir ist es vorher wie eine Armee, sind sie da vom Rotkreuz da gestanden und dann haben sie gemerkt, hey, da geht gar nichts mehr. Sie haben ihn dann sofort gepackt, haben ihn intubiert, das heisst, man hat ihn zuerst einmal ins künstliche Koma gesetzt, hat ihm einen Schlauch reingelassen bis
runter zu den Lungen. Und dann ist er dort auf dem Schragen gelegen und wir haben nur von außen von der Tür reingeschaut, alle sind um ihn herumgerannt. Und er hat da den Schlauch im Maul rein gehabt und dann haben sie gesagt, ja, sie müssen jetzt sofort mit dem Helikopter nach Zürich fliegen. Und dann haben sie mich gefragt, ob also jemand von uns Erwachsenen mitfliegen kann. Und zuerst habe ich gedacht, ich gehe mit. Und dann haben sie aber gesagt, es sei ganz, ganz starke Turbulenzen, es sei wirklich gefährlich, es könnte auch sein, dass es mir schlecht wird im Helikopter. Und dann haben sie mir geraten, dass wir mit dem Auto gehen sollen, weil der Sedi ja sowieso, er war ja weg gewesen, oder, zu diesem Zeitpunkt. Also Ja. haben Sie ihn unter Narkose in dem Fall gestellt? Ja, voll. Ja. Also künstliches Koma, das ist nochmal... Ja. Und dort weisst du nicht mehr, Sedi? Nichts, nein. Ja. Ist er in dem Fall auch schon wie bewusstlos gewesen, weil er keine Luft bekommen hat? Nein, sie haben dann ins künstliche Vorher, also Koma ja, reingesetzt. Also das könnte man ja mit dir auch jederzeit machen. Nein, ich meine aber Ja. jetzt vorher, weißt du, so ab der Autofahrt. Weil Nein, er der ist war ja voll wach gewesen. Ja. Wie gesagt, als wir im Spital angekommen sind, hat er ja noch, hat keine Luft mehr gehabt. Das mag er sich an erinnern, dass er fast keine Luft gehabt Nein, hat. Und Spital mag ich mich nicht mehr erinnern. Meine letzte Erinnerung ist im Auto. Ah, Da vorne, im Auto, direkt vor dem Aha. Haus. Nachher mag ich mich nicht mehr erinnern. du magst dich nicht erinnern, wie du Nein. die Maske abgestoßen hast? Nein. Okay, in dem Fall hat das dein Hirn einfach ausgelöscht. Einfach, Ja, aber es kann auch sein, wenn es zu wenig Sauerstoff bekommt, dass er sich nicht mehr erinnern mag, weißt du? Kann auch sein. Also, aus meiner Sicht war er natürlich Okay, voll ja. da gewesen und ich habe das einfach erlebt, wie er die Panik hatte, oder? Genau. Und dann eben haben wir entschieden, dass wir nicht gehen mit dem Helikopter, nicht mitgehen. Und ja, dann sind der Dani und ich raus auf dem Parkplatz gewesen, und das ist ein unglaublich Oh nein! das ist schlimm. Das ist wirklich so schlimm gewesen. Der Helikopter, der Rego-Helikopter ist abgeflogen. Du siehst einfach, es hat mega geschifft und gestürmt und wir sind auf dem Parkplatz gestanden. Und dann siehst du den Helikopter wegfliegen und du weißt, dein Kind ist da drin. Und Gib schnell ein Nasentüchchen. das ist ein Ball. Das ist für dich ein bisschen ein Trauma, Ja, gell? ja, ich bin traumatisiert von dem gewesen. Ich habe wirklich gemerkt nachher, jedes Mal, wenn ich den Rego-Heli gesehen habe, ich habe das irgendwie nicht vertreibt. Ich glaube, das kann man nur nachempfinden, wenn man selber Mutter ist und so etwas erlebt hat. Das ist wirklich ganz schlimm gewesen. Und wir sind nachher ins Spital gefahren mit dem Auto und als wir dort hergekommen sind, im Notfall, ist er dort auf dem Bett gelegen. Alles verkabelt, von oben bis unten. Sie haben ihm auch Infusion gesteckt und alles. Und eben intubiert war er und du hast die Maschine gehört, die für ihn geschnauft hat. Er hat nicht selber schnaufen. Die Maschine hat für ihn geschnauft und es hat piept und gemacht und da. Und er war nicht ansprechbar gewesen. Und Was nachher, ist dir dort durch den Kopf gegangen, wo du das gesehen hast? wenn er nur überlebt. Ja. Wenn er nur überlebt. Und er war so ein feiner, zarter gewesen. Also wirklich ist... Ja, aber das Schlimmste ist nachher gekommen, das Gespräch mit dem Arzt. Und der Arzt hat zu uns gesagt, ihm sei die linke Lungenflügel zusammengekracht. Er hat uns dann auch ein Röntgenbild gezeigt. Und er hat gesagt, alles, was wir gemacht haben mit dem Sedi, es ist alles richtig gewesen. Auch wenn es vielleicht, ja, man hätte mehr vorbeugend machen sollen, aber es ist alles richtig gewesen, weil es hätte können sein, dass er gestorben wäre. Wenn wir das nicht gemacht hätten, ja. Und wenn wir nicht ins Spital gegangen wären, hätte können sein, dass er gestorben wäre in dieser Nacht. Oh Und Gott. dort haben wir beide, also ich habe zittert am ganzen Körper, wirklich am ganzen Körper, es war wirklich schlimm gewesen. Ja. Ja, Wie, ich weiß gar nicht von dieser Eben, Woche. ich habe Ja, fast- das ist so es crazy. ist schwierig, zum darauf zu reagieren, weil ich nicht so einen emotionalen Bezug dazu habe. Mhm. Es ist wie so... Es ist fast wie... Ich habe fast ein bisschen die gleiche Erfahrung wie du. So jemand erzählt mir, was passiert ist. Nur, dass ich in dem Sinne Person, also Subjekt bin fast schon. Aber wie ist das für dich, so zu wissen, dass, also blöd gesagt, dass es nicht einfach deine letzte Nacht sein? Das ist ja crazy. Ich mache mir nicht viel Gedanken darüber. Es ist ja fast schon... Ich weiß nicht, ich habe nie ein Risiko gespürt. Verstehst du, was ich meine? Bei mir ist es wie schon alles, sobald ich wach war, ist wieder alles wieder in Ordnung gewesen. Ich habe nie Angst gehabt in dem Sinn. Also weißt du, was Ja, ich ja. meine? So, ich habe gewusst, es geht mir schlecht, aber ich habe gewusst, okay, im Spital können sie mir sowieso helfen. Ja. Das heisst, ich habe nie so ein
ja, so Angst gehabt vor dem Tod in dem Sinn. Oder dass Mhm. etwas extrem Schlimmes könnte passieren. Ja. Und, ja. Und wie ist das weitergegangen? Haben die nach dieser Nacht sind die im Spital geblieben? Ja, ich bin eigentlich, also er ist eine ganze Woche ist er in dem künstlichen Koma gewesen, und ich bin zum Teil in der Nacht dort geblieben. Also jetzt nein, von der Aber ersten in der Nacht ersten noch? Woche nicht. In der ersten Nacht glaube ich nicht, weil er ist sowieso intubiert war. Er hat gar nichts mitbekommen. Er ist ja sowieso im künstlichen Koma gewesen. Er ist eine ganze Woche im künstlichen Koma gewesen. Ja, das nehmen wir nachher. Mhm. Ich bin einfach jeden Tag bin ich an seinem Bett gesessen. Jeden Tag. Und immer noch die Maschinen haben Piep, Piep, Piep gemacht. Aber wie Ja. ist das? Also wie, bei dir war ja die Situation, gewesen, dass Joel und ich, also die Geschwister, die am nächsten Tag Schule haben. Wir sind irgendwie auch noch in dem Alter gewesen, wo du uns noch geweckt hast und geschaut hast, also wir konnten nicht selber aufstehen. Und vor allem, wir haben nichts mitbekommen. Ich bin am Schlafen gewesen, ich habe das alles nicht mitbekommen, was sie da gemacht haben, dass er keine Luft mehr hatte. Also ich bin einfach irgendwann um 9 Uhr schlafen. Und am nächsten Morgen weiss ich einfach noch, ich bin aufgewacht. Also du hast mich geweckt, du bist ans Bett mit mir gesessen und hast gesagt, Nathalie, der Sedi ist im Spital, ihm geht es nicht gut. So. Irgendwie so, das ist für mich so ein Zeitsprung, also wirklich so, also, du hast mir dann einfach erzählt, was alles in dieser Nacht passiert ist. Und ich war wie so geschockt gewesen, dass ich wie auch, ja. Magst du dich noch erinnern, was du gedacht hast, wie schlimm das ist oder wie gravierend das ist? So? Ich bin halt irgendwo noch als Kind gewesen und ich habe glaube auch noch nicht so den Ernst, was ich, also wie, ich bin echt so positiv, denke ich, dass ich wie auch gar nicht vorstellen konnte, dass es so gravierend ist, sondern, du bist im Spital, weißt du, bist auch im Spital gewesen, weil du den Arm gebrochen hast. Und es kann man sich, also ich weiß nicht, wie alt bin ich dort gewesen? Also der Sedi ist in der 6. Klasse, Das muss ich mal 12, sagen. und du bist 14 gewesen, du bist in der 2. Sek gewesen. Aber in welchem Jahr ist das? Ähm, 2015? Das ist, warte mal schnell ausrechnen, es ist, warte mal, wenn du 12 gewesen bist, das ist vor 8 Jahren gewesen, ja. Mhm. Ja. 9 plus minus. Ja. Ja. Mhm. Ja, was war deine Frage gewesen? Bei mir eben, ich kann es wie darum gar nicht so, also mit 14, ich kann es gar nicht so können. Ich weiß auch gar nicht, ob du mir das damals gesagt hast. Ich weiß es einfach jetzt so von den Stories, aber damals hast du mir auf jeden Fall wahrscheinlich safe nicht gesagt, dass er fast gestorben wäre. So. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch schon eher. Du hast ja schon, du hast das wahrscheinlich auch so ein bisschen verpackt, dass es jetzt nicht so dramatisch ist, als weißt du, so, er ist im Spital und so. Aber du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht wollen an mich irgendwie und Joel. Also wir haben euch dann nachher mitgenommen ins Spital, dass Ja. wir ihn auch nachher sehen. Ich glaube, das war sogar schon am 2. Tag, wo wir euch Also, mitgenommen wir müssen ja noch haben. kurz erzählen, wie er jetzt in das Koma gekommen ist und so, weil das ist jetzt so ein Zeitsprung, den die Leute noch nicht wissen. Also eben, sie haben dann ins künstliche Koma, schon im Schon vor der dem erste Helikopterflug ist ja schon ins künstliche Koma versetzt worden. Ich habe einfach gemeint, Ja. einfach unter Narkose, aber ist... Nein. Ah. Nein, im ganzen Flug, Helikopter, ist er schon intubiert gewesen. Er ist schon im künstlichen Koma gewesen und der Schlauch ist schon im Hals gewesen. Darum hat er nichts gecheckt, oder? Und wieso haben sie ihn ins künstliche Koma müssen tun? Zum Intubieren, das geht gar nicht, dass wenn du bei Verstand bist, dass man dir einen Schlauch Wirst dich in die Lunge Ja, ja. drückst. Ja, das geht gar nicht. Aber ich habe eben nur noch so eine Erinnerung, weil bei dir ist ja, ich glaube, es wirklich eben so gewesen, dass der eine Lungenflügel komplett zusammengeklappt ist und der andere so bisschen, also fast auch. Also dass du wie mit dem einen Lungenflügel nur noch so ganz bisschen hast können schnaufen, oder? Und dass das künstliche Koma doch vor allem dafür da war, dass man die Lunge wieder, also dass man die Lungenflügel wieder aufbaut. Also der andere Lungenflügel ist natürlich auch attackiert gewesen. Du hast ja ganz kleine Blösel in der Lunge und die sind total entzündet gewesen und verklebt gewesen. Und darum musst du auch Cortison nehmen, um die Schwellung zu heilen. Und er hat Mühe gehabt mit Ausschnaufen und Einschnaufen. Also es ist gar nicht mehr gegangen. Und nur im künstlichen Koma hat das alles wieder heilen. Aber es hat extrem viel Zeit gebraucht. Es hat eine ganze Woche gebraucht. Und du hast dann so einen Computer gehabt, wo du so verschiedene Anzeigen gesehen hast. Du hast gesehen, wie viel Prozent macht die künstliche Atmung und wie viel kann er selber atmen. Und dann hast du wirklich genau können schauen, was ist der Blutdruck und was ist der Puls. Und das hast du alles immer gesehen. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit am Setting gsi, habe seine Hand gehabt und auf der anderen Seite habe ich immer auf den Bildschirm geschaut. Wann fängt er wieder selber an zu schnaufen? Und das hat Tage gebraucht, oder? Also hast du Okay. wie dir eigentlich gar keine Gewissheit gehabt, dass er irgendwann wieder alleine kann schnaufen? Nein. Weil das ist für mich mega crazy, weil ich habe die Zeit damals gar nicht als so gravierend empfunden, weil ich irgendwie gar nicht das
du und der Papi haben ja mega die Angst gehabt. Ja. Ihr habt wie nie die Sicherheit gehabt von ihm, sein Kind. Weil bei mir war es eben so, ja, er kommt ja eh wieder zurück. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass meine Brüder sterben können. Und darum ist das für mich, also ja, will ich mir gar nicht wissen, also gar nicht vorstellen, wie das für dich muss gewesen sein. So. Ja, vor allem, was mich auch gestört hat, irgendwie, ich habe immer wieder die Leute gefragt, ja, wann geht es ihm dann besser und wie ist es dann und wann ist es dann? Und dann haben immer alle gesagt, sie können es nicht sagen, Und ich habe gedacht so, hey, bin ich dann die einzige Frau auf dieser Welt, die einen Sohn hat mit so einer Asthma-Attacke? Könnt ihr nicht ein bisschen aus Erfahrung reden? Sie haben wirklich gar nichts können sagen. Und ich musste einfach warten und geduldig sein und ich habe auch wie gemerkt, ich mag es auch nicht vertragen, wenn man mir zu viele Fragen stellt. Ich habe aber gleich gemerkt, es hat so viele Leute, die an mich und an uns denken und die Informationen wollen. Und ich habe dann einfach so einen Chat gemacht, einen Asthma-Chat habe ich das genannt. Und habe ganz viele Leute, die sich für uns interessiert haben, habe ich dort reingenommen und habe die einfach immer wieder updated, wie es dem Sedi geht und so. Und habe zum Teil auch Film gemacht, wie es ihm geht. Und vor allem auch meine Eltern, die haben sich mega interessiert. Die haben ja hier beide noch gelebt und sie haben viel auf euch aufgepasst. Und dann habe ich alles in den Chat hineingeschrieben und die Leute haben so herzige Antworten gegeben. Aber ich habe gesagt, bitte schreibt nicht in den Chat rein, weil sonst werden die Leute hässig, oder weißt, wenn es zu viel immer piepst. Und dann haben sie mir halt privat viel geschrieben, sie denken fest an uns und an Sedi und wenn er noch wieder gesund wird und auch die Schüler in der Schule mega herzig. Gell? Deine Kollegen haben auch so schön reagiert. Die haben sogar so ein Plakat und so gemacht, oder? Mhm. Ja, also ich habe das natürlich währenddem nicht mitbekommen, ich habe es am Schluss gesehen, aber ja, es sind so Zeug, ich weiss nicht mehr ganz genau, aber ja, so ein Plakat, jeder hat glaube ich so ein Viereckchen gemacht und dann haben sie das so herzig gezeichnet. Also in dem Fall war er wie eine ganze Woche lang im kompletten künstlichen Koma gewesen. Ja. Und dort haben sie seine Lungen in dem Sinn, ich sag mal, geflickt. Ja. Mhm. Und nach einer Woche? Und nachher hat man langsam gesehen, auf dem Display, auf dem Bildschirm, hat man gesehen, ui, jetzt kann er immer mehr selber schnaufen. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo sie gesagt haben, so, jetzt ist die Zeit, jetzt tun wir ihn extubieren. Das heisst, jetzt tun wir ihm den Schlauch rausnehmen, jetzt sollte er selber schnaufen. Und dann haben sie mir gesagt, ich muss rausgehen, weil das könnte sehr, sehr gefürchtig aussehen, wenn man ihm den Schlauch rausnimmt. Und dann bin ich schnell rausgegangen und dann haben sie gesagt, es sei jetzt gut, ich kann wieder reinkommen. Und dann ist er dort gelegen und war dann wach gewesen. Und er hat einfach noch so eine Maske, so eine Ventolin-Maske, hat er aufgesetzt gehabt. Und dann ist er wieder ansprechbar gewesen, und ich wieder reden mit ihm. Das ist... Also eigentlich ab dort hast du Gewissheit gehabt, okay, es ist alles gut. Es könnte wieder gut sein jetzt. Also ja. ist noch nicht 100% sicher gewesen? Es war so gewesen, im ersten Moment konnte ich mega gut mit ihm reden. Und ich sagte, wie geht's dir? Und ja, hoi Mami, ja, ich bin wieder da. Und ich habe dann ein Video gemacht von ihm und er, hoi zusammen, da ist das Sedi, ich bin wieder da. Und ja, und dort war er ansprechbar gewesen. Also ist er dann auch sozusagen ein bisschen auf Drogen gewesen, oder ist er einfach... Natürlich. Also das ist ja, wir haben ja die Liste, magst du dich erinnern, wir haben aber die Liste angeschaut, was ihm alles reingelassen hat für das künstliche Koma. Im Fall nein. Und ich weiss auch nicht mehr, wie ich dort aufgewacht bin. Also das weisst du auch nicht? Nope. Du weisst explizit erst nach dem ganzen... Ich weiss viel von den Träumen, die ich nachher in dieser Woche hatte. Ja, zu dem kommen wir eben jetzt. Aber alles bis nach dem Koma habe ich gar nicht mehr. Weil ich finde, jetzt kommt so ein bisschen der Part, der auch mega spannend ist, weil jetzt ist er aufgewacht vom künstlichen Koma, aber er ist noch nicht da gewesen. Ich glaube, es ist noch mal eine ganze Woche gegangen, wo er komplett am Halluzinieren war. Also ist er auf Drogen gewesen, in dem Fall? Oder wieso ist er? Also ich habe alles behalten, alle Unterlagen. Ich könnte wirklich noch mal nachlesen, was ihm alles reingelassen haben. Okay, ja. Aber ich denke schon, also die Narkose, die ist nicht ganz ohne gewesen. Da hat es recht viel, wahrscheinlich auch Morphin und all diese Sachen drin gehabt. Und als er eben aufgewacht ist und ansprechbar war, habe ich gedacht, so, jetzt ist gut, jetzt können wir dann bald wieder heimgehen. Und dann war eben das sogenannte Durchgangssyndrom gewesen. Und auch da haben sie mir nicht können sagen, wann ist das wieder gut, wann ist er wieder sich selber. Und es ist nochmal eine ganze Woche gegangen, das Durchgangssyndrom. Und es war auch schlimm gewesen. Was heisst das eigentlich genau? Fast schlimmer. Also eben im ersten Teil der ersten Woche, da ist er einfach da gelegen und an diesen Schläuchen und hat sich nicht bewegt. Und nachher hat er wirklich angefangen zu zappeln
mit all diesen Schläuchen. Und er hat mich gehört. Also auditiv hat alles funktioniert. Ich konnte mit ihm reden, er hat mich gehört. Aber mit seinem Geist war er in einer anderen Welt gewesen. Und da hat er zum Teil richtig üble Träume gehabt. Und dort hat er brüllt zum Teil und hat Angst gehabt. Und ich wollte ihn trösten. Und er hat gesagt, er fühle sich von mir nicht verstanden. Und es war wirklich schlimm gewesen. Es ist doch vor allem auch eben so gewesen, weil, ich mag mich auch noch an gewisse Sachen erinnern. Eben, dass zum Beispiel, dass du etwas gesagt hast und es ist eben nicht halluzinieren eigentlich gewesen, weil du hast die Augen nicht unbedingt offen gehabt, manchmal zwar auch schon, aber du bist du hast wie einen anderen Film gesehen vor den Augen. Magst du dich erinnern an das? Ja, es hat sich für mich viel mehr wie Träumen angefühlt als Halluzinieren. Halluzinieren würde ich auch sagen, ist das falsche Wort ein bisschen, weil ich habe eben die Augen ja nicht offen hatte. Aber manchmal schon, aber das ist einem nicht angeschaut. Nein, ich habe überhaupt nie die echte Welt gesehen. Ja, aber das ist so scary. Ich mag mich einmal erinnern, wo ich das Spital gesehen habe. Und ich mag mich aber sehr gut erinnern, wie die Mutter gesagt hat, dass ich auditiv alles verstanden habe. Und dementsprechend haben mir die Leute auch immer gesagt, du bist im Spital, es ist alles gut. Und wenn du so immersed bist in so einem Traum und du siehst die Leute vor dir und die sagen dir, du bist im Spital, obwohl du ja überhaupt nicht im Spital bist, fühlt sich das mega distanzierend an. Und für mich hat es sich immer so angefühlt, als wäre ich komplett allein. Und natürlich immer andere Szenarien. Du gehst wieder Blackout, wachst wieder auf, irgendwo anders. Und es ist schon zum allergrößten Teil so Albträume gewesen. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun gehabt, sicher, ich bin auch eine ängstliche Person damals, aber ich habe halt auch, meinem Körper ist halt auch scheiße gegangen. Und ich habe eben genau durch das, dass ich niemanden hatte und so allein war, hat sich die Angst auch ein bisschen reingekurbelt und immer dann auch im nächsten Traum so ein bisschen weitergetragen. Und viele Sachen habe ich nachher auch nicht mehr gewusst, aber mit Kontext nachher, wo ihr mir erzählt habt, wieder mich da erinnert. Ja. Zum Beispiel das mit den Eulen, mit dem Kuscheltierli dort. Und wo was ist das? Ich weiss es eben auch nicht, das mich wundert. Dort bin ich irgendwo und habe irgendwie so ein Kuscheltier drucken oder irgendetwas Fettes drucken, whatever. Oder, nein, das mit den Daumen war ein Joystick tatsächlich. Also das war aber meine Hand. Du hast gesagt, du sagst irgendwo in einem Game. Genau. Und dann hast du gesagt, aber ich kann nicht steuern. Ja. Und dann habe ich gesagt, schau da, ich gebe dir meine Daumen. Dann hat er mit meinen Daumen beide Daumen wie so Zitze in die Hand genommen. Und hat so gesteuert und es hat er irgendwie so auf der Parallelwelt hat es dann Sinn gemacht und dann hat es sich wie so ein bisschen befriedigt. Sozusagen. Eben, das ist das Spannende. So, ich habe alles interagieren, ich habe Sachen gefühlt, ich habe Sachen gehört. Nur wo ich war oder was ich gesehen habe, ist so, so anders gewesen. Das habe ich auch so scary gefunden, dass du hast die Augen aufgemacht, aber du hast ihn nicht angeschaut. Und du hast mit ihm geredet und du hast gemerkt, du bist, wir reden nicht mit einem. Ich weiss einfach nur das Szenario, das du mir erzählt hast, dass er hässig auf mich war, dass ich irgendwie sein Bett verschiebe, aber ich bin in der Schule, ich bin gar nicht anwesend gewesen. Oder wie war das? Das weiss ich jetzt gerade speziell nicht mehr. Was für mich so ein bisschen schwierig war, ich war ja auch wieder jeden Tag da, dass du nie Ruhe und also bist nie in Ruhe gekommen, du hast nie mehr schlafen. Du bist einmal du hast wieder einen Traum gehabt, dann hast du wieder rumgeschrien, dann hast du wieder die Augen zugemacht, dann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt er zur Ruhe. Und dann bist du aber gerade wieder verwacht, dann ist gerade der nächste Traum gekommen. Und in der Nacht war es eben anscheinend auch so gewesen, wenn ich nicht dort war. Und also die Krankenschwestern dort, oder die Leute, die dort waren, auf dieser Notfallstation, die haben gesagt, das sei schlimm gewesen, weil du einfach wieder rumgeschaut hast und Angst gehabt hast. Wir sind eben eine Woche vorher auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen, und der Sedi hat nach jede Station, wo wir überall waren, hat er alles aufzählen, Dubrovnik und Athen und alles hat er aufzählen. Und er hat eben auch Albträume gehabt. Das war ganz schlimm gewesen. Du magst dich erinnern, er hat wirklich Angst gehabt. Wir sagen alle am Untergehen mit dem ganzen Schiff. Und er hat geschrien, er hat richtig geschrien, er hat Angst gehabt. Und ich konnte ihm sagen, nein, Sedi, wir sind im Spital, mach dir keine Sorgen, das hat nichts genützt, er hat so Angst gehabt. Weißt du? Ja, der weiss ich noch. Im Traum sind die tatsächlich dann auch versoffen. Und es hat Krokodil gehabt. So schlimm. Ja. Ja,
Eben einen gibt es auch mit dem Vater, wo ich immer, wenn er nicht da war, habe ich gemeint, er macht irgendetwas Böses oder so. Mhm. Also was Böses? Ich weiß nicht, in Er dem ist Traum hat hässig, er... du hast geträumt, er sei hässig auf dich, irgend so etwas. Nein, ja. auf irgendein Baby oder so einen Scheiß. Ja, also es war ja so, er hat natürlich, der Seti hat natürlich gehört, wie er ist mit kleinen Kindern im Raum war. Gell? Und dann haben die zum Teil brüllt, die Babys. Und dann hast du halluziniert oder träumt oder whatever, dass die Ärzte die Kind plagen. Und du hast gesagt, Mami, da hat es einen Arzt, der plagt das Kind, schritt du ein, mach du etwas, hilf du dem Kind. Jetzt kommt der, plagt der das Kind und nachher kommt der zu mir. Und ich habe gesagt, nein, Seti, mach dir keine Sorgen, es sind alle Ärzte mega lieb da rein und so. Aber du hast Schiss gehabt. Genau, ja. das ist sicher auch noch wichtig zu erwähnen, so der Kontext, wo ich war. Mhm. In dieser Notaufnahme bin ich ja der grösste Teil von meiner Zeit gewesen. Und es ist halt, die Töne, die du dort hörst, sind schon scheiße. Erstens mal das Piepen konstant, was ja ein Horror an sich ist, so das konstante Notfallpiepen. Plus nachher eben, es hat so viele Babys dort drin, die rumgeschaut haben und brüllt haben. Und nachher erst recht in der Nacht habe ich das Gefühl gehabt, sind darum also die schlimmen Träume gekommen, weil nachher eben das laute Piepen und immer wenn irgendein Patient oder eine Patientin zu wenig Sauerstoff hat oder irgendetwas, ist nachher wie nochmals so ein Notfallpiepen ja gekommen. Genau. Und das wirkt halt mega stressig aufs Gehirn. Und darum sind dementsprechend also so die schlimmen Träume nachher gekommen. Und auf der ganzen Intensivstation hat es überall gepiept und gepfiffen und gemacht. Wenn nur eine Zahl sich verändert auf dem Bildschirm, hat es gerade angefangen zu pfeifen. Und mich selber hat das auch mega getriggert. Und jetzt zum Beispiel, wenn im Zug, wenn die Türen auf und zu gehen, ist genau das gleiche Pfeifen. Das triggert mich extrem. Das ist einfach so das Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Aber das schlimmste Erlebnis war eigentlich für mich, weil der Seti ist ja an allen Schläuchen angehängt war, oder? Sie mussten auch x-mal stechen, immer wieder Infusion stecken und haben dann nicht getroffen zum Teil. Und dann war er wirklich komplett verstochen, wie wenn er ins Bienennest hineingeraten wäre. Und hat überall Schläuche gehabt. Und dann hast du gemeint, du sagst bei uns daheim auf dem Sofa. Und du hast gesagt, du willst in den oberen Stock gehen und willst dein Handy holen. Du willst in dein Zimmer rauf. Und ich habe gesagt, Seti, du kannst nicht, du bist im Spital. Und dann hast du gesagt, Mami. Und du hast mich im Fall angeschaut. Du hast mich wirklich angeschaut und gesagt, Mami, du hast immer gesagt, ich soll selbstständig sein. Und ich kann dir vertrauen. Aber Mami, ich kann dir überhaupt nicht vertrauen. Du fesselst mich da auf der Couch. Ich bin komplett gefesselt. Schau mich mal an. Und ich bin so enttäuscht von dir, Mami, dass du mir nicht glaubst. Das war für mich so schlimm. Schlimm. Ich weiss noch, im Traum habe ich dich auch angeschaut. Also im Traum habe ich dich... Es ist wahrscheinlich spannend, dass wir haben wahrscheinlich die gleiche Perspektive gesehen. Ja. Also nach oben rechts dich angeschaut. Bei mir auf der Couch natürlich und bei dir. In dem sind dann aber schon halluzinieren. Ja. Weil, wenn ich die Augen offen kann, ich habe gemeint, ich habe die Augen nie offen gehabt. Aber ich mag mich genau erinnern, wie ich dich gesehen habe. Das Es ist spannend, man hat alles so rund um dich herum hat's bei mir anders gemacht, aber dich habe ich gesehen. Ich finde es spannend, dass du so weg bist, aber gleich dich noch so magst erinnern, aber Ich halt ha- auf eine andere Art. Ja, ich habe genau so einzelne Bilder von Träumen. Ich habe nie so einen ganzen Traum, immer so einzelne Frames von gewissen Träumen, eben wie zum Beispiel der. Ja. Ja, also manchmal hat er wirklich lustige Träume gehabt, wo wir auch können lachen. Ich habe es lustig gehabt mit ihm auch, wenn er so komisches Zeug gesagt hat, haben wir können lachen. Aber wenn du richtige Angstträume gehabt hast, das ist für mich so schlimm gewesen, weil ich kann dir nicht helfen. Aber eben, wenn du die ganze Zeit dein Handy gesucht hast, du hast hier ein frisches Handy gehabt, dann ist das irgendwie noch eher gegangen. Aber wenn du Angst gehabt hast, das war auch schlimm gewesen. Wirklich auch schlimm gewesen. Ja, auf jeden Fall, das Durchgangssyndrom ist dann irgendwie immer besser geworden. Und irgendwann ist er zurückgekommen in die Realität. Dann hat er aber müssen, damit er sich nicht alle Kabel ausreißt und ab dem Bett runterfällt, hat er dann müssen so wie eine Art, das heisst Bodenpflege. Das heisst, er war auf einer Matte und es hat rundherum so Gummiwände gehabt. Und dort drin war er nachher. Wie so ein Kegelspitz. Ja, es geht aus Also wie ein ein Laufgitter. Ja, das Laufgitter. Ja, genau. Aber weißt du, was mir jetzt gerade in den Sinn kam, ist, dass es etwas Spannendes gibt, was du auch noch erlebt hast. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen wie Nahtoderfahrung, dass du dich selber von außen gesehen hast und quasi wie hast können. Das war beim zweiten Mal. Das war nicht beim ersten Mal. Ah, was? Ja. Aber das mit dem Umfliegen, das Auch. ist alles beim zweiten Mal ja. gesehen?
Ah, okay, dann, aber ja, kannst du vielleicht sagen, dass es nicht einfach verwirrend ist. So ganz kurz. Es ist ein zweites Mal vorgekommen. 3 Jahre später, irgendwie so. Dort war es aber nur eine Nacht, was schlimm war. Und dort haben sie mir eine krasse Droge gegeben. Dort bin ich komplett weg. Und erzählen ja viele Leute... Du warst in der 3. Sek dort? Dritte Sek, Vor dem genau. Skilager ist das Das gewesen, ist 4 Jahre später. 3 Jahre. 3 Jahre später. Ja, und dort habe ich auch eben mich von oben gesehen. Ich konnte rumfliegen in whatever Paris und so shit. Was ich in diesem Vorfall sehr präsent erinnern kann, ist, wie ich aufgewacht bin. Und zwar mag ich mich noch erinnern, dass ich wach war, meine Augen können öffnen, aber keine Muskeln können bewegen. So ein bisschen wie ein... Schlafparalyse? Genau, wie eine Schlafparalyse. Ich bin aufgewacht und ich habe meinen Körper gesehen, also ich habe meinen Kopf ein bisschen aufgeneigt gewesen. Und dann habe ich langsam so, also locker so 10, 20 Minuten oder 10 Minuten bin ich so, habe ich nicht können bewegen. Und nachher langsam habe ich so meine Finger können bewegen. Und nachher so langsam meine Füße und nachher ist alles mit der Zeit wach geworden. Das ist sicher krass gewesen. Es hat mich nur wundern, ob du das mega geträumt hast. Oder weißt du, wieso, da kannst du jetzt daran glauben oder nicht, so mit Seele und so, weißt, ob du da wirklich aus deinem Körper kannst und ob du wirklich das, was du gesehen hast, genau in dem Moment passiert ist. Das wäre Ich mag mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich mir gesagt habe, ich würde mir das nie im Leben glauben, nachdem ich aufwache. Ja. Was ich da erlebe, würde ich mir nicht glauben. Und ich habe nachher auch an vielen Sachen gezweifelt, einfach weil es menschlich ist halt. So, das kann ja nicht sein. Aber ich weiß genau noch, dass ich das mir eben gesagt habe, im Traum selber. Ja. Mir ist es ein bisschen eingefahren, dass du gesagt hast, du sagst, Gott begegnet. Aha, ja. Und Gott hat dir gesagt, du wirst die Aufnahmeprüfung fürs Gymi bestehen. So Ah, was? random. Das weiß ich nicht. Genau, ja. Das ist random. Also ist es auch bei der ersten oder bei der zweiten Erfahrung gewesen? Zweite Mal. Ey, ich weiss noch, dass ich es erlebt habe, aber ich habe kein Bild mehr davon. Ja. Aber also hast du dann, wo du so gereist bist, hast du das wirklich so, hast du Situationen gesehen und so? Also ich war sehr wach gewesen, und ich habe das Gefühl gehabt, all die Sachen, die ich gesehen habe, sind real, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. So, ich war schon mal in Paris gewesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin Straßen, die ich noch nie gesehen habe, und alles aber so detailliert und nicht verschwommen. Wirst du wieder erkennen? Nie im Leben. Ich habe wirklich, ich weiss, ich habe von dem zweiten Mal auch fast bildlich keine Erinnerungen mehr. Okay. Das wäre mega spannend. Ja. Aber eben Sachen, die ich mir halt gesagt habe, so mag ich mich noch erinnern. Aber wir kommen jetzt nochmal schnell zurück zum ersten Mal eigentlich, Ja. wo sind wir dort gewesen? Ja, eben am Schluss war das eigentlich die Bodenpflege gewesen. Genau. Und dann ist es ihm besser gegangen und dann hat er in die Abteilung rauf. Ich glaube nur noch 1 oder 2 Nächte. Und es war auch mega herzig. 2 Kollegen sind ihn dann besuchen und dann haben wir auch rausgehen. Nein, rausgehen. 3 Kollegen sind gekommen und dann haben wir dann rausgehen. Er hat dann in meinem Rollstuhl, haben wir rumstoßen in Zürich. Es war mega herzig, lässig. Und dann hast du aber auch dann irgendwann laufen und dann sind dann deine Kollegen in den Rollstuhl gesessen. Dann haben wir wirklich einen lustigen Abgang gehabt dort eigentlich. Ja. Und dann hat er dann irgendwann heim. Aber wir haben ihn schon recht aufbrezeln. Er hat wieder recht essen. Er war dünn gewesen, ja. Ja, und nachhaltig war natürlich schon so gewesen. Die Angst und die Erlebnis, die hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und die Angst ist eigentlich nie mehr so richtig weg. Es ist so ein bisschen aufgepoppt vor einem halben Jahr, wo der Sedi in Island war mit einem Kollegen. Da habe ich einfach gemerkt, ich kann besser loslassen. Dich und Joel kann ich besser loslassen. Beim Sedi habe ich dann einfach gehört, dass du den Husten hast in Island. Und da habe ich einfach gemerkt, ich fange an hyperventilieren wieder. Ich hatte so Angst gehabt, dass er jetzt wieder einen Asthmaanfall hat, irgendwo in Island ist. Und und dann habe ich einfach gesagt, bitte Sedi, Leute mir an, bitte. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, Mami, ist im Fall alles gut, mach dir keine Sorgen, ich komme wieder heim. Aber ja, es ist nachhaltig, so ein Erlebnis. Das ist einfach so. Gerade um jetzt zu folgen, so, ich habe glaube persönlich selber viel weniger Trauma mitgenommen. Ich glaube, das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist so fast schon ein Hass gegen Spitäler, obwohl es ja mega irrational ist. So in dem sind sie ja mir so geholfen. Aber vor allem so Intensivstationen fühle ich mich sehr unwohl. Und Spitäler generell gehe ich sehr, sehr nicht gern. Ich glaube, das ist relativ normal. Ist ja in dem Sinn vielleicht schon auch, weil es sich negativ geprägt hat, ja, in dem Sinn. Logisch. Oh Gott, der wird geschnitten.
Ich bin verkältet. Alles gut. Ja, voll. Also ich glaube, es ist schon einmal, dass man Angst hat vor Spitälern, weil es eben meistens mit etwas Schlechtem bezogen wird, außer du bringst jetzt ein Kind auf die Welt oder so. Aber bei mir ist das schon das Einzige, was mich eben geprägt hat, so dass die Angst vor Spitälern, jetzt habe ich mich ein bisschen wiederholt. Aber ja. Ja, und vor allem, also gerade bei dem Spitalaufenthalt dort in der Sek, hast du eigentlich gefunden, ich bin gesund, ich will jetzt gerne wieder heimgehen. Und sie haben, ja, genau. Also eigentlich insgesamt ist es beim 3. Mal gewesen. Also vielleicht können wir noch kurz sagen, aber aber es war nicht so schlimm gewesen. Wieso ist er, also was ist nachher gewesen? Er ist ja nachher wieder gesund gewesen. Also es ist ja nachher wieder gut gewesen mit den Lungen. Wieso ist das nachher? Sie haben einfach gefunden, sie lassen dann erst gehen, wenn alle Werte top sind. Und er hat sich zwar gut gefühlt, aber es sind nicht alle Werte top. Nein, jetzt, aber wieso hat er einmal ins Spital? Also ich habe damals noch ein bisschen gemeint, er war jetzt im Spital gewesen. So wie mit dem Knochen, er ist jetzt geheilt, der wird ja jetzt nicht einmal gebrochen. Also wieso ist er nachher, hat er nachher gleich noch Asthma gehabt und ist nachher gleich, hat er wieder ins Spital? Weißt also so? wir sind nachher wirklich, wir haben das alles sehr ernst genommen. Wir hatten auch einen super Arzt nachher im Kinderspital, der uns regelmäßig betreut hat, der ihn regelmäßig angeschaut hat. Aber trotzdem, er hat dann einfach gesagt, wenn er das wieder mal so einen Anfall hat, wo er merkt, jetzt wird es knapp mit der Luft, lieber gerade sofort gehen. Und wir waren mal in Zürich miteinander, Sedi, und dann sagt er plötzlich zu mir, Mami, ich glaube, es wird knapp. Er hat gesagt, du, Sedi, okay, wir gehen gerade sofort. Dann sind wir in den Notfall gegangen, direkt im Kispi. Und dann war er dann dort. Und bist auch mit dem Papi dann 1-2 Nächte gsi. Er war zwar mega sauer, weißt du noch, Sedi? Es war irgendwie EM oder WM und genau. Du wolltest heim Fernsehen schauen. Also Sedi ist sauer? Ja, der Sedi ist sauer. Ja. Und ich habe es halt auch eben gehasst, allein im Spital zu schlafen. Erst echt, was dort ja noch relativ frisch war, ich habe einfach alles machen, um nicht ins Spital zu gehen. Obwohl ich eben hätte eigentlich müssen, aber... Und beim 3. Mal war es auch so, hat er gesagt, du, es geht leider nicht, es geht nicht mehr. Und dann ist aber der Kispi dort voll intensiv und dann hat er mit dem Krankenauto ist er dann nach Winterthur gefahren worden. Das war dann das 3. Mal gewesen. Und wir haben einfach wirklich mega gut geschaut. Wir sind immer wieder in die Kontrolle gegangen und du hast auch dann, irgendwann ist er erwachsen geworden und hat selber mitgeholfen, Medikamente regelmäßig nehmen. Und ich bin mega froh gewesen. Er hat es dann gut gemacht eigentlich. Und jetzt findest du es im Griff, wie, wann, was, welches Medi nehmen und so. Ich habe mich erstens mal sicher voll darauf eingestellt, dass so ein Asthma ein Teil von meinem Leben ist. Am Anfang haben wir ja so ein bisschen einander eingeredet, ja, das ist etwas, das weggehen kann, wenn man Medis gut nimmt, aber ich bezweifle das ein bisschen. Momentan ist es halt vor allem Leistungsasthma oder eben wenn meistens eine Reaktion auf Verkältungen, wo nachher folglich einfach eine Atemnot kommt. Aber sonst bezüglich der Medis nehme ich eigentlich regelmäßig und halt wirklich einfach das Ventolin, wenn ich es brauche. Und das ist, glaube ich, ein relativ normales Leben für einen Asthmatiker. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr jemand, der extrem raussteht. Also es ist wieder in dem Sinn auf einem normalen Niveau von Asthma, wenn man das so kann sagen kann. Und es belastet mich emotional auch nicht mehr. Also es ist nicht etwas, das mich runterzieht. Und es ist nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, hindert mich in irgendeiner Art im Leben. Weil ich auch sportlich aktiv bin. Und wenn es nicht um Ausdauer geht, bin ich auch eigentlich relativ beweglich, agil. Darum, ja, ist nicht etwas, was mich belastet. Also eben jetzt zum Beispiel, Joel hat mit dem Husten uns auch ein bisschen angesteckt. Du hast jetzt mega den Pfnüssel. Was machst du jetzt heute, dass du gut schlafen kannst? Ein Medi nehmen. Also eben, Pfnüssel ist meistens nicht zeitgleich wie die Atemnot. Meistens kommt es nachher. Das heisst, heute mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass ich irgendwie nicht schlafen kann oder so. Vor allem, wie war das bei Corona? Ja, dort haben wir gefunden, das hätte wir erstens mal so gut wie es geht isolieren. Und dann, als die Impfung kam, hat der Hausarzt gesagt, der soll der Erste sein, der gerade dorthin kommt und sich impfen lässt. Und wir haben also die ganze Familie, niemand hat Corona gehabt. Aber hast du nie Angst gehabt, Sedi, dort? Vom Corona? Ja. Ich habe gewusst, ich bin ein Risikopatient, aber ich bin schon sehr, sehr früh geimpft worden und habe du bist mega früh so den Booster bekommen, ja. Okay, ja. Ja, aber dich hat es in dem Fall schon am meisten halt so ein bisschen geprägt eigentlich. Und der Papi, weißt du das eigentlich?
Ja, natürlich auch, ganz stark, ja. Wir haben das alles miteinander durcherlebt und durchgemacht und ja. Und ich habe immer, während der ganzen Zeit habe ich immer ein bisschen gefilmt und es war so schön gewesen. Mein Vater hat dann einmal ein ganzes Video zusammengestellt und das haben wir dann alle miteinander vor einem halben Jahr mal angeschaut. Das war wirklich auch schön, wie ein Familienerlebnis gewesen, wo man das sieht, wie wir als ganze Familie das mittragen und mit sorgen oder wie soll ich das sagen, einfach mitfühlen und mitdenken. Und es hat uns natürlich auch einen guten Familienzusammenhalt gegeben. Und Ja. ja, das wollte ich dich noch fragen, Sedi. Wäre das für dich okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein TikTok-Video machen würde, wo man auch noch ein bisschen Sequenzen sieht, dass die Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, vielleicht noch 1-2 Filme könnten schauen von dir? Wäre das möglich? Nur wenn sie ein Abo da lassen. Bei der Mutter. Dann ja. Also. Aber wie hast du das dann mit mir und der Schule gemacht? Haben einfach unsere Großeltern? Ja, sie haben viel für euch geschaut. Oder eben der Papi. Ich glaube, zum Teil hat er auch können verreinen. Die haben natürlich Verständnis gehabt für die Situation. Aber ich bin 2 Wochen eigentlich die ganze Zeit im Spital. Hast du dort übernachtet in dem Fall? Nur eben, wo er aufgewacht ist. Vorher nicht. Als er aufgewacht ist, habe ich auch ab und zu. Aber ich konnte nicht immer können. Ist nicht immer gegangen. Ja. Genau. Mhm. Ich habe am Schluss, ich weiss auch nur, dass ich ein Plakat noch für die Serie gemacht habe, so ein Willkommensplakat. Ja, weißt du das noch? stimmt. Herzlich willkommen, Sedi. Herzlich, ja. 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 Das wäre eigentlich so ein bisschen die Story gewesen. Ich glaube, wir haben alles erzählt, oder? Ich glaube Haben die noch etwas? Sonst könnt ihr ja noch Fragen stellen Ja, oder safe. man kann etwas schreiben. Mhm. Aber ja, darum, eigentlich eben, Gesundheit ist am wichtigsten. Und Das ist das Fazit. das ist das Fazit. Nehmt eure Medis. Nein. Ja, nein, es war sehr nice gewesen, dass wir mal über das reden können. Ich hoffe, euch da aus hat es auch gefallen, habt es auch spannend gefunden. Und ich habe es vor allem auch spannend gefunden, jetzt mal mit euch darüber zu reden, weil für mich ist alles so, klar weiss ich von Erzählungen halt so ein paar Sachen, aber ich bin irgendwie auch nicht so ganz, ich habe das auch nicht so ganz miterlebt. Ich bin halt auch ein bisschen gehütet worden und so und irgendwie habe ich das auch sehr, als wie ein Zuschauer auch ganz so ein bisschen spannend gefunden. Aber ja, ja, danke für was ihr dabei gewesen. Danke für die Einladung. Ja, bitte. Danke, dass wir verschwätzen. Danke, dass ihr Das finde ich mir so kein guter Schluss mehr. Nein, also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns immer sehr, dass wir dann alle fleissig durch. Und ein Like kann man nicht geben. Was kann man noch geben? Man kann mich abonnieren. der Mutter eben folgen auf TikTok. Genau, schaut dann mal mein TikTok. Wenn ich es dann rausgegeben habe, ja. Ja, Genau. und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und bis nächste Woche wieder. Tschüss!